willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit Aria Baumann. Aria war 21 Jahre buddhistische Nonne in Myanmar und in der Schweiz. Sie ist in Winterthur geboren und aufgewachsen, hat viel Sport gemacht, war in der Pfadi und hat klassische Gitarre gespielt. Sie hat ein Studium gemacht zur Rhythmiklehrerin am Konsi in Zürich und ist 1992 nach Burma, wo sie ordiniert hat, zur Nonne unter dem Lehrer Sayadaw U Janaka. Ab 2006 hat sie dann unter dem Sayadaw U Indaka praktiziert und seit 1999 ist sie Lehrerin für Vipassana und Metta-Meditation. Was das ist, kommen wir dann sicher noch darauf zu sprechen. 2013 hat sie die Roben abgelegt, das heisst, sie war nicht mehr Nonne, sondern wieder ins Laienleben zurückgekehrt und ist in die Schweiz gekommen, um sich um ihren kranken Vater zu kümmern. Sie hat verschiedene Bücher übersetzt, darunter das bekannte Manual of Insight von Mahasi Sayadaw. Sie ist auch Gründungsmitglied und Präsidentin von Metta in Action, einer Organisation für soziale Projekte in Burma. Und sie ist aktiv im Verein Lingshet Area Development Foundation für soziale Projekte im indischen Himalaya. Aria, vielen Dank, dass ich heute mit dir reden darf. Ja, es freut mich, dass ich da sein darf. Aria ist jetzt nicht unbedingt der gängigste Name in der Schweiz. Auf Pali heisst edel, oder es werden auch die Erleuchteten als Arias bezeichnet. Können wir aus dem Namen etwas ableiten und wie bist du zu dem Namen gekommen? Also ableiten kann man in dem Sinn nicht etwas über meine spirituelle Reife oder Erfahrung. Zu dem Namen bin ich gekommen, als ich auf Myanmar gegangen bin, im 1992, um zu meditieren. Und ich wollte dann als Nonne ordinieren. Und der Sayadaw U Janaka hat mich dann als Nonne ordiniert und mir den Namen gegeben, Aria Jnani. Aria, wie du sagst, heisst edel, nobel. Und Jnani heisst Einsicht, Erkenntnis, im weitesten Sinn Weisheit. Also der Name bedeutet eben edle, noble Person mit Einsichten oder Weisheit. Und für mich ist der Name immer etwas, das mich daran erinnert, wonach ich strebe. Was ich will, ja, immer mehr verwirklichen und immer mehr können manifestieren und leben. Und darum, als ich droben abgeleitet habe, 2013, ja, weil ich ja dann 21 Jahre lang den Namen hatte. Und ja, ist es so eins geworden mit mir oder ich eins mit dem Namen, habe ich gefunden, ich behalte den ersten Teil vom Namen. Weil ich habe dann gemerkt, Aria Jnani, das wäre ein bisschen lang und kompliziert für die Leute hier im Westen. Aber Aria ist eigentlich recht kurz und einfach da zum Aussprechen. Ja, und so habe ich jetzt den Namen behalten. Du hast gesagt, du hast 1992 in Burma zur Nonne ordiniert. Das ist ein ziemlicher Schritt vom Studium am Konsi zur Nonne in Burma. Wie ist das gegangen? Was hat dich zur Meditation gebracht oder auf den spirituellen Pfad? Ja, Nonne war nie etwas, was ich gedacht habe, werde ich mal machen in meinem Leben. Wie gesagt, ich habe das Studium am Konsi Zürich gemacht, zur Rhythmiklehrerin, also eine Ausbildung, die Musik und Tanz, Bewegung verbinden tut. Und das war mein Leben. Also damit bin ich glücklich gewesen, das war lebenserfüllend, sinnerfüllend gewesen. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass ich ohne Musik und Tanz könnte leben. Gleichzeitig, also schon ein bisschen bevor ich das Konsi gemacht habe, habe ich angefangen, mich zu fragen, was ist der Sinn des Lebens, Gott und die Welt. Ich bin reformiert aufgewachsen, habe Sonntagsschule, Religionsunterricht, Konfirmationsunterricht besucht und etwa 16 mit der Konf habe ich gefunden, ich kehre der Kirche den Rücken zu. Weil in dieser Zeit, und so wie mir es vermittelt worden ist, ist es so darum gegangen, einfach zu glauben an den Gott und an die Liebe Gott
und gleichzeitig sehen in der Welt, da hungern Kinder in Afrika und da ist Krieg und schreckliches Zeug passiert. Wo ist denn der liebe Gott, wenn es den wirklich gibt? Und darum habe ich angefangen, mich ein bisschen umzuschauen, was gibt es sonst noch für Religionen oder spirituelle Traditionen, Bücher gelesen. Und was mir wichtig war, wenn es ja irgend so etwas gibt wie die absolute Liebe oder absolute Wahrheit oder ein Gott, dann muss doch das etwas sein, wo jeder und jede kann selbst erfahren und ja, erkennen, das ist es. Eben, dass man nicht einfach muss glauben, dass so etwas gibt oder existiert. Und darum habe ich dann nach etwas gesucht, wo es eine Möglichkeit gibt, selber zu dieser Erfahrung von dem Höchsten oder absolute Liebe oder so zu kommen. Und dann bin ich auf buddhistische Bücher gestoßen, die Meditation beschrieben haben. Und da habe ich gefunden, ja, das ist ein Weg, den ich ein bisschen weiterverfolgen will. Und habe dann mehr Bücher gelesen und habe dann eine kleine Anekdote in einem Buch gelesen, so von einem Zen-Mönch. Und also es geht darauf raus, beim Essen sein, beim Gehen sein und nicht schon angekommen sein und beim Essen nicht schon beim Abwaschen sein. Ja, also einfach die Präsenz, die Achtsamkeit. Und da weiss ich noch, das war in der Zeit vom Rhythmik-Semi. Da bin ich eine Woche ins Prättigau, in ein altes Bauernhaus, das meine Gotte als Ferienhaus gemietet hat. Und habe einfach mal eine Woche mir gesagt, jetzt bin ich einfach, wenn ich esse. Wenn ich Holz suche, bin ich am Holz suchen. Wenn ich abwaschen tue, bin ich am Abwaschen. Im Nachhinein muss ich sagen, ist das mein erstes Retreat gewesen. Ein Selbstretreat. Und wie war die Erfahrung dort? So, dass du nachher gesagt hast, da muss mehr dahinter sein und dann hast du angefangen, Lehrer zu suchen, oder wie war das? Ja, also eben dann habe ich gemerkt, ja, das ist ein Weg, den ich weiterverfolgen will. Und in selber Zeit, das war dann mehr so ein Bücher, wo ich die Inspiration geholt habe. Das war ja in den 80er Jahren, oder? Noch nicht so bekannt mit Achtsamkeitskursen und buddhistischen Retreat und so. Also es waren mehr als Bücher. Und dann im 1989 bin ich auf eine Weltreise losgezogen und habe mir dann gesagt, wenn ich dann auf Asien komme, dann will ich dann dort irgendwo mal in ein Kloster gehen oder ein Meditationszentrum, um mal einen richtigen Meditationskurs zu machen. Und das war dann in Thailand, im Kloster vom Ajahn Buddhadasa, Wat Suan Mokkh, wo ich einen 10-Tageskurs gemacht habe. Also einer der grossen Meister. Ja, und dort hat er noch gelebt. Also wir hatten 2 Teachings von ihm. Die anderen Teachings waren von westlichen Mönchen, die dort gelebt haben. Auf jeden Fall, das war wie ein Heimkommen. Einfach gemerkt, ja, das ist es. Also da habe ich etwas gefunden, wo meiner Seele oder mir einfach entsprochen hat. Und das war es noch klarer, das möchte ich weiter verfolgen. Ja, und dann so hat es sich so gegeben, dann nach 2 Jahren Weltreise kein Geld mehr gehabt, zurück in die Schweiz gekommen, bei der SBB gearbeitet als Zugassistentin, habe nicht mehr quasi in den Beruf zurückgehen, obwohl ich Musik und Tanz immer noch geliebt habe, aber die Umstände als Rhythmiklehrerin sind nicht so gut gewesen. Ich dachte, ich will einfach mal so einen 0815-Job machen. Und habe ich dann gemacht und dann habe ich auch das Dhammapada-Kloster aufgesucht. In Kandersteg ist das? Konolfingen, dazu mal noch. Und dort habe ich erfahren, dass es die Meditationsgruppen in Zürich gibt. So bin ich dann so ein bisschen mehr eben, da in die buddhistische Gemeinschaft in der Schweiz. Aber dann bin ich nach 2 Jahren wieder reisen, oder? Und dort, als ich in Australien war, habe ich einfach wieder mal ein buddhistisches Retreat machen, habe mich umgefragt. Und dann hat es geheißen, ja, nächste Woche das ist ein Retreat mit einem burmesischen Meditationslehrer. Und also schon vorher auf der ersten Reise bin ich dann in Nepal und in Indien und habe Kurse in der tibetisch-buddhistischen Tradition gemacht. Eben, angefangen hat es hier in Thailand. Also ich bin nicht fixiert auf eine buddhistische Richtung, sondern
irgendwie alles Buddhistische ist gut gewesen. Und dann eben der Kurs mit einem Burmesischen. Und ja, ich hatte noch Platz, konnte gehen. Und das war dann wieder so ein Moment gewesen, wo ich wie ein zweites Mal heimgekommen bin. Also einfach sein Vermitteln von der Meditation und er als Mensch hat so wie etwas Klick gemacht und eine Verbindung da gewesen. Und das Retreat ist sehr für mich tief gegangen. Und wir hatten alltag Einzelgespräche gehabt. Also der Sayeda hat dann gemerkt, was da bei mir alles abläuft. Und am Schluss des Kurses sagt er, ich bin nicht auf Burma gekommen, ein bisschen länger praktizieren. Wie lange war denn das Retreat? Das Retreat war 10 Tage. Ja. Ja, und ich war so in einem meditativen High, dass ich gesagt habe, ja, ich komme. Eben, das war hier Anfangs 92. Dazu mal, er hat mir dann ein Sponsorship-Letter gegeben, Empfehlungsbrief, dass ich für ein Meditationsvisum beantragen konnte. Aber er hat gesagt, das geht ziemlich lang. Es ist dann schlussendlich 6 Monate gegangen. Und dann bin ich dann im Herbst 92 gegangen. Und ich habe dann herausgefunden, eben, dass in Burma man die Möglichkeit hat, als Nonne temporär zu ordinieren. Mhm. Wie gesagt, ich konnte mir nie vorstellen, Nonne zu sein für länger. Aber weil ich habe mir gesagt, wenn ich auf Burma gehe, dann gehe ich für 3 Monate. Ich dachte, das ist eine lange Zeit. Oder? Und ich habe gewusst, in diesen 3 Monaten kann ich weder singen, noch Klavier spielen, noch tanzen, weil ich ja muss die 8 Verhaltensregeln einhalten. Ich habe gefunden, ja, eben, wenn ich das schon machen muss, wieso nicht gerade Nonne sein, um einfach einmal quasi wie mein altes Leben vor dem Tor stehen lassen und mich einfach voll und ganz in die Meditation hineingehen. Einfach nur da eintauchen. Und gefunden, ja, so die äußere Veränderung oder Haare abhauen, die Nonnenrobe anlegen, hilft einfach, ja, etwas quasi wie ein Neues, mich dem voll hingeben. Und dann habe ich gedacht, eben nach 3 Monaten bin ich dann erleuchtet oder halb erleuchtet. Dann gehe ich zurück in die Schweiz und mache weiter mit Singen, Tanzen, Klavier spielen und so weiter. Aber nach 3 Monaten... Bist du noch nicht erleuchtet gewesen? Nein, und auch noch nicht halb. Aber die Praxis war so interessant gewesen. Also quasi jeden Tag, was ich da entdeckt habe und erfahren habe, war einfach so spannend gewesen, dass ich mir gesagt habe, ich will da noch ein bisschen weitermachen. Und haben mir dann gesagt, nochmal 3 Monate. Und dann nach 6 Monaten habe ich immer noch nicht genug gehabt. Es war immer noch so spannend gewesen. Dann haben wir gesagt, ja gut, ich mache noch ein bisschen weiter. Und zum guten Glück, ich habe alles aufgegeben in der Schweiz, also ich musste nicht zurück. Und dann 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Und dann habe ich dann einmal, also ich habe immer so Blöcke von 3 oder 4 oder 5 Monaten ganz intensiv meditiert. Und dann habe ich mal eine Pause gemacht, vielleicht einen Monat oder so. Ich habe dann auch angefangen, Burmesisch zu lernen, aber dann wieder ganz intensiv meditiert. Und eben so nach 3 Jahren, als ich wieder mal Pause gemacht habe, habe ich so zurückgeschaut auf mein Leben und musste feststellen, ui, jetzt bin ich schon 3 Jahre lang Nonne. Ui, ich habe ja weder gesungen, noch tanzen, noch Klavier gespielt. Und musste feststellen, dass ich eigentlich glücklicher und zufriedener bin, als ich je gewesen bin. Und das ist wirklich so eine tiefe Realisation gewesen, zu merken, dass eben die sogenannte Transformation von Herz und Geist, dass das stattfinden kann. Weil etwas, was ich so für, das ist mich, das bin ich, das weiß ich und das wird so bleiben für den Rest des Lebens, das hat sich einfach wie aufgelöst. Also ich habe dann irgendwie wie geschaut, ist das Bedürfnis oder der Wunsch oder nicht mehr da. Und ich habe einfach gemerkt, nein, es ist nicht mehr da. Es hat sich vollständig aufgelöst. Und darum kein Bedürfnis gehabt, dann zurück in die Schweiz oder in den Westen zu gehen. Und
dann ist es einfach so wie ganz logisch und natürlich gewesen, dass ich in Burma geblieben bin. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, wenn du sagst, intensiv praktiziert? Was heisst intensiv praktizieren in Burma? Ist wahrscheinlich mehr als einfach so ein bisschen Wohlfühl-Yoga mit noch einer Stunde Meditation am Tag, oder? Sicher, ja. Also in Burma, der Weggang ist um 3:30. Dann steht man auf und geht in die Meditationshalle. Und ich muss vielleicht noch anfügen, dass beim Sayadaw U Janaka es hat keinen fixen Stundenplan gegeben, dass alle haben dann müssen irgendwie vom Morgen um 4 Uhr bis um 5 Uhr Sitzmeditation machen und nachher eine Gehmeditation. Seine Begleitung von uns Meditierenden war es so, dass er jeder Einzelne gesagt hat, sitz du mal so lang, mach so lange Gehmeditation und dann je nach der Erfahrungen sitz länger oder kürzer Gehmeditation. Das heisst, dass alle Meditierenden ihren eigenen Rhythmus hatten. Und Sayadaw U Janaka hat ja grossen Wert darauf gelegt, das Verlangsamen von allen Tätigkeiten. Das Anlegen, das Zähneputzen, Türen aufmachen, Laufen, oder? Und wenn man natürlich am Morgen schon ganz achtsam, langsam aufgestanden ist, hat das natürlich mehr Zeit gebraucht, um sich anzulegen und das Gesicht zu waschen und bis in die Meditationshalle zu laufen. Eben, so ist dann einfach eben vom Aufstehen, achtsam sein bei diesen Tätigkeiten, in die Halle gehen. Und für mich ist dann quasi zu der Halle laufen schon wie Gehmeditation gewesen. Ich habe dann da schon sehr langsam und achtsam meine Schritte gemacht. Das heisst, wenn ich dann einmal in der Halle war, dann war es für mich Sitzmeditation gewesen. Und um 5:30 ist es morgen in Burma, also bei Tagesgrauen. Und auch da ist Teil von der intensiven Meditation, also dass man es achtsam, langsam macht. Und man kann so viel Zeit dafür nehmen, wie man braucht, wie man hat. Nachher zurückgehen ins Zimmer vielleicht und Zähne putzen, Dusche nehmen. Burma ist sehr warm, da kann man schon gut am Morgen duschen. Und dann wieder zurück in die Halle, wieder sitzen gehen, selber im Rhythmus, um 10:30 zum Mittagessen, weil es müssen ja alle bis um 12 Uhr gegessen haben. Eben auch die Helfer, die zum Teil Nonnen sind, dass nachdem die Meditierenden fertig gegessen haben, essen die Helfer. Und dann um 12 Uhr, das war individuell, man konnte eine kurze Pause machen, abliegen oder auch nicht. Dann eben zurück in die Halle, sitzen gehen. Um 5 Uhr hat es Getränke gegeben, also nichts mehr zu essen. Und nachher weiter am Abend bis um 9:30 und dann zurück ins Zimmer. Und also es hat dann anfänglich meistens täglich einen Dhamma-Vortrag gegeben. Das war dann so am Mittag um 4 Uhr, 4 bis 5. Also Dhamma-Vortrag, das ist quasi eine Ausführung über die Lehre vom Buddha? Ja, Ausführung von der Lehre vom Buddha oder einfach so ein bisschen Hintergrundinformationen zu der Meditationspraxis. Und auch mehr oder weniger täglich noch ein Einzelgespräch mit dem Sayadaw U Janaka. Ja, also es war eben kein Wohlfühlkurs, oder? Hast nicht können in den Esssaal gehen, dir eine Tasse Tee machen oder so. Was für mich eine Herausforderung war, ist nie auf einem Stuhl hocken. Also im Esssaal ist man am Boden gehockt, in der Meditationshalle natürlich auch. Im Zimmer, wo ich mit einer anderen Frau geteilt habe, haben wir einfach unser Bett gehabt und 50 cm zwischendrin. Ja, und das war schon eine Herausforderung, weißt, eben so viel sitzen. Gut, wir hatten noch keine Meditation gehabt, aber gleich. Und du hast jetzt gar nichts gesagt, was ich sonst noch mit einem Kloster assoziiere, wie so Chanting oder quasi religiöse Bestandteile. Ist das völlig außerhalb von dieser Zeit gewesen, wo man meditiert hat, oder ist das in der burmesischen Tradition gar nicht so verankert? Doch, es ist
es findet statt für die burmesischen Meditierenden. Also die burmesisch Meditierenden, die haben nach dem Morgen haben sie in der Meditationshalle dann Chantings gehabt und vielleicht noch so einen kleinen Pep-Talk. Und die haben auch vor ihrem täglichen Dhamma-Talk, also Vortrag, noch chantet. Und am Schluss dann den Verdienst gewidmet und teilt. Also bei denen ist Chanting ein Teil vom Tagesablauf gewesen. Für uns ausländische Meditierende nicht. Ist gerade noch ein bisschen trockener dann? Ja. Ja. Du hast gesagt, Verlangsamung war ein wichtiger Teil von dieser Praxis. Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, was die burmesische Achtsamkeitsmeditation oder Meditationspraxis auszeichnet? Ja, und wenn du sagst, eben burmesische Achtsamkeitspraxis, muss man es vielleicht noch spezifizieren, weil in Burma gibt es ja auch verschiedene Vipassana-Meditationsrichtungen. Und eben die von Mahasi Sayadaw, das ist so die Grundlage, wo der Sayadaw Ujjanaka gelehrt hat. Er war ein direkter Schüler von Mahasi Sayadaw. Und eben der Ansatz von Mahasi Sayadaw war, dass eben auch Laien, also er hat quasi die Meditation ermöglicht für Laien. Weil voran war mehr so die Idee, es können nur Nonnen und Mönche meditieren. Und man muss irgendwie die Schriften studiert haben, ein theoretisches Wissen haben, erst dann kann man meditieren. Aber das ist dann eigentlich so das Revolutionäre von Mahasi Sayadaw, dass er herausgefunden hat, er hat angefangen in seinem Dorf, da den Laien Meditation zu unterrichten und hat gemerkt, die können ja das auch. Die müssen einfach die notwendigen Anleitungen haben und die müssen Begleitung haben, also mit diesen Einzelgesprächen. Und eben sein Ansatz war, weil Laien, die haben ja meistens nicht so viel Zeit zu meditieren, wie Nonnen und Mönche haben. Eben so der Ansatz war, dass man zuerst Sammlungsmeditation macht, um den Geist mal ein bisschen sammeln, Klarheit schaffen und dann Vipassana macht. Aber eben für die Laien, die dann vielleicht 10 Tage Zeit haben oder 2 Wochen, da fehlt die Zeit ein bisschen, um zuerst Sammlungsmeditation zu machen. Und darum hat dann der Mahasi Sayadaw gemerkt, dass der Ansatz von versuchen, achtsam zu sein, in jedem Moment, also vom Moment, wo man aufwacht, bis zum Abend, wo man einschläft, eben so die konstante, durchgehende Achtsamkeit, dass das ein wichtiger Faktor ist, zum die Sammlung zu vertiefen. Das heisst also, quasi nicht sitzen als wichtigster Teil der Meditation zu sehen, sondern eben Gehmeditation ist genauso wichtig. Die Achtsamkeit in diesen täglichen Aktivitäten ist auch wichtig oder eigentlich am wichtigsten, weil das ist so wie der Kit, der alles zusammenhebt. Weil dort verlieren die Meditierenden am meisten die Achtsamkeit und die Sammlung. Und dann müssen sie also alles aufbauen in der nächsten Sitzmeditation oder Gehmeditation. Und das Achtsam-Sein auf die eben alltäglichen Verrichtungen wie Anlegen, Zähneputzen, Duschen, Kleider waschen, Essen und so weiter, das sind ja gewohnheitsmäßige Tätigkeiten. Und weil wir die so gewohnheitsmäßig machen, sind die Leute meistens nicht präsent, sondern mit den Gedanken irgendwo. Und da wirklich achtsam sein dabei, muss man irgendwie ein bisschen aus dieser Routine rauskommen. Und Mahasi Sayadaw hat gemerkt, mit dem Verlangsamen der Bewegungen muss man wirklich präsenter sein. Da kommt man aus der Routine raus. Weil es ist ein bisschen befremdend vielleicht am Anfang, den Arm so langsam ausstrecken, um eine Tür aufmachen. Aber genau die Bemühung, die es braucht, eben ein bisschen langsamer als gewöhnlich sein, bringt mehr Präsenz, mehr Achtsamkeit und das wiederum vertieft die Sammlung. Und dann hat man eine Haufen Sammlung und schaut alles ganz genau an.
Du hast am Anfang gesagt, du bist dort dran und hast gedacht, in 3 Monaten habe ich vielleicht Erleuchtung oder in 6 Monaten. Also, was ist dann der Mechanismus, wo nachher, was passiert mit dieser Achtsamkeit? Dann sieht man alles sehr genau. Ja, also eben die Erfahrung vom Atem. Mahasi Sayadaw hat gesagt, man soll die Achtsamkeit auf die Bauchdecke richten und die Bewegung von auf und ab oder vorne hinten beobachten. Aber eben, das ist einfach so wie das Grundobjekt oder der Anker. Aber eben, wenn es dann Schmerzen im Knie gibt, dann dort dann mit der Achtsamkeit und Gedanken sich abspielen. Die Achtsamkeit zum Gedankenvorgang, die Emotionen, die Ungeduld, der Ärger, das Anhaften, das Willen. Und so, also quasi immer das zum Objekt machen, das gerade im Vordergrund ist oder am deutlichsten wahrnehmbar ist. Und eben dann mit der zunehmenden Klarheit im Geist, die durch die Sammlung entsteht und die Achtsamkeit, die schärfer ist, werden die Vorgänge immer genauer, detaillierter erkannt. Ja, ein Schmerz ist nicht nur einfach so ein Klumpen, der weh tut, sondern ein Schmerz fängt sich an auflösen oder respektive es ist ein Ziehen, ein Stossen, Hitze, mit Nadeln gestochen werden, dass man da mal anfängt zu merken, aha, ja, das hat ja ganz verschiedene Manifestationen. Schmerz ist einfach das Konzept, das Wort, das man an einer bestimmten Erfahrung gibt. Aber dann, wenn man genau anschaut, ja, ist das so vielseitig. Und eben mit der größeren Klarheit vom Geist ist so wie eine Lupe und dann wie ein Mikroskop und ein Elektronenmikroskop, dass man quasi immer kleinere Einheiten sieht. Und damit dann eben so sieht, das Insubstanzielle, also dass es nicht Solides gibt oder substanziell Festes, sondern dass das Prozesse sind, die die ganze Zeit am Entstehen und am Vergehen sind. Also es ist alles immer in Bewegung und Veränderung. Das zu sehen, eben, sei es jetzt im Schmerz im Knie, sei es beim Gedanken, sei es beim Geräusch, sei es bei der Bewegung von der Bauchdecke. Wie gesagt, ich habe das auch spannend gefunden. Spannend, ja. Und dann, was hat denn das mit der Erleuchtung zu tun? Also über Erleuchtung finde ich auch ein fragliches Wort. Weil mit der Erleuchtung haben dann viele Leute das Gefühl, ja, dann nachher gibt es da ein Licht, das aufgeht, oder? Und dann ist alles hell und dann ist man eben erleuchtet. Das ist eher Befreiung. Befreiung von den 3 Wurzelübel, Gier, Hass, Unwissenheit. Also eben immer das genauer sehen von diesen Vorgängen im Körper, im Herz, im Geist, lässt einem eben zum einen Vergänglichkeit, Unbeständigkeit erkennen. Dann zu merken, dass das, was unbeständig, vergänglich, dauernd am Wechseln ist, das kann ja nicht die Grundlage sein für beständiges, andauerndes Glück. Also so die Unzulänglichkeit von diesen vergänglichen Phänomenen. Und zu sehen, dass ich eigentlich sehr wenig Kontrolle habe über das, was abläuft im Körper und im Herz-Geist. Und mehr und mehr zu erkennen, es sind gewisse Ursachen, Bedingungen, wo etwas entstehen lassen. Und eben in Bezug in der Gehmeditation, das ist für mich so sehr hilfreich gewesen, eben so das Ursache-Wirkung-Prinzip zu erkennen. Also es gibt eine Ursache, dass eine Bewegung stattfindet, oder? Und dann findet die Bewegung statt. Und dann gibt es wieder die nächste Ursache, dass die Bewegung vielleicht anhaltet oder eine andere Bewegung. Und eben, so in der Gehmeditation habe ich gefunden, dort war es am einfachsten gewesen, um mal das Ursache-Wirkung-Prinzip ganz handfest oder fußfest erkennen. Aber dann natürlich das auch in Bezug auf andere Vorgänge zu sehen. Und das ist ja dann quasi
Das dritte von diesen Daseinsmerkmalen, also die, wie sagen wir, Unpersönlichkeit oder eben das Fehlen von einem absoluten Selbst oder Ich oder Ego. Und eben diese Einsichten in die Vergänglichkeit, in die Unzulänglichkeit, in das Nicht-Selbst, das ist schon sehr transformierend, das zu sehen. Weil, eben, ich habe vorhin auch irgendwie gedacht, irgendwo da innen hat es eine Seele, ein Selbst, ein Ich, ein Ego, das bin ich. Und dann müssen sie sehen, aha, ja, eigentlich ist das nur eine Annahme oder eine Illusion. Aber so auf der Ebene von Wirklichkeit oder Realität, ja, findet da etwas anderes statt. Und das eben sind befreiende Erkenntnis, Weisheit und das führt dann schlussendlich zur vollständigen Befreiung. Aber das sind so Schritt für Schritt für Schritt und nicht eben, wie du gesagt hast, da geht auf einmal das Licht an und dann ist alles anders und alles gut und nur noch Rosen und Sonne und weiss auch nicht, sondern das sind so kleine Schritte. Kleine Schritte, genau. Also eben so ganz graduell, kleine Schritte, kleine Schritte, kleine Schritte. Und das verlangt dann eben viel Ausdauer, viel Geduld, auch viel Demut. Aber eben mit der Praxis und mit diesen Erfahrungen gibt es auch das nötige Vertrauen, dass über vollständige Befreiung auch möglich ist. Und dass das nicht irgendwie speziellen Menschen oder Wesen vorbehalten ist. Und die vollständige Befreiung, an was würde sich denn die zeigen? Also wenn ich jetzt durch die Straße laufe, sehe ich das jemandem an? Oder sehe ich jemandem an, ob der oder die vollständig befreit ist, wenn ich mit jemandem rede? Oder ist das etwas ganz Individuelles, Inneres? Ja, wie zeigt sich das? Also im Äußerlichen sieht man das an einer Person nicht wirklich an. Eben, vollständige Befreiung, wie man das umschreiben kann, ist immer ein bisschen schwierig. Aber eine Definition, die ich eigentlich sehr hilfreich finde und ja, nicht so esoterisch oder abgehoben, ist eben die Befreiung von den 3 Wurzelübel, also die Befreiung von allen Formen von Gier, Hass und Unwissenheit. Das heisst, dass ich habe dann keine Lust mehr aufs Nachtessen? Nein, du isst noch zur Nacht, oder? Aber eben es ist, also der technische Ausdruck ist dafür Tanha, der Durst, so das Getriebensein, weißt, wo auf der Grundlage ist immer von dem Ich, von dem vermeintlichen Ich oder Ego selbst. Ich muss jetzt essen und ich muss jetzt heute eine Pizza haben, oder, damit ich glücklich bin. Eine vollständig befreite Person, die isst immer noch. Da gibt es irgendwann mal ein Hungergefühl, oder? Und dann ist einfach die Weisheit da, ja, den Körper muss man ernähren und etwas essen. Und wenn sie dann etwas Feines bekommt, dann kann sie das durchaus auch geniessen? Ja, aber es findet keine Anhaftung statt oder nicht ein gieriges Abschlingen von dem feinen Essen oder eine zweite Portion, nee, einfach weil es gut ist, obwohl der Körper eigentlich genug hat und keinen Hunger mehr hat. Und das Gleiche dann auch mit der Ablehnung oder mit Hass, wie es häufig gesagt wird. Das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Und das Dritte ist Unwissenheit oder Verblendung. Das finde ich fast am schwierigsten, um mir vorstellen, was dann dort so anders ist. Weil, ja, so, vielleicht bin ich einfach ein bisschen zu verblendet, um das zu sehen. Ja, das ist das Schwierigste. Eben schlussendlich ist es ja so, dass die Formen von Begehren, Wollen, Anhaftung, Aversion, Wut, Hass, die basieren ja auf der Unwissenheit. Also wenn es die Unwissenheit nicht gäbe, würden die 2 anderen nicht entstehen. Und eben die Unwissenheit ist eben so die
die Idee, dass es da müsste ein Ich, ein Ego, ein Selbst geben, wo tut und macht und redet und so. Und eben dann das Nicht-Vorhandensein von dieser Idee, dass das Ego ein Selbst hat. Eben, es ist nicht so greifbar, aber wenn man Menschen trifft, wo man sagt, sie seien vollständig befreit oder eben Arahants, ja, ich hatte das Glück gehabt, einige solche Menschen in Burma zu treffen. Und ich musste einfach sagen, ja, die Begegnung in der Gegenwart von diesen Personen zu sein, ist wirklich eine sehr berührende, spezielle Erfahrung gewesen. Es war wie ein weiter Raum oder ein Ozean. Es war einfach so eine Stille, ein Frieden, eine Offenheit, eine Akzeptanz. Und es war irgendwie so wie, ja, da ist nicht, weißt, eine Person, die sich jetzt muss irgendwie als Person manifestieren oder und sich wichtig machen oder in Szene setzen und sagen, wie gut ich bin oder was ich alles vollbracht habe, sondern ja, der Mensch ist dort und sagt ein paar Worte oder gibt einen kleinen Dhamma-Vortrag, also, aber einfach so das Grenzenlose irgendwie. Bevor wir jetzt zu tief in die Techniken eintauchen, ich glaube, das muss man ja auch selber erleben, man muss mal ansitzen und auch anfangen zu beobachten. Nimmt mich Wunder, wie hat sich dann deine Praxis im Laufe der Zeit auch gewandelt, wo du dort warst? Ich weiss, dass dir heute Metta-Meditation, also das, was wir jetzt darüber geredet haben, ist ja Vipassana, Einsichtsmeditation, dass dir heute die Metta-Meditation, das Wohlwollen oder liebende Güte, wie man sagt, sehr wichtig ist. Ist das schon dort gekommen? Ist das dort ein integraler Bestandteil von dem, was unterrichtet war? Oder wie hat sich deine persönliche Praxis dann weiterentwickelt? Also wie gesagt, ich habe die ersten 3 Jahre in Burma mehr oder weniger in intensivem Retreat gewesen. Und dann hat das Ayodhya Ujjanaka außerhalb von Rangoon ein neues Zentrum, das Forest Center, aufgetan, speziell für ausländische Meditierende. Und er hat dann einen von seinen Mönchen quasi dort rausgeschickt als Abt und Lehrer. Und mich hat er geschickt, zum quasi übersetzen für den Mönch, weil er kein Englisch können. Ujjanaka hat ja sehr gut Englisch können. Und wie gesagt, ich konnte ein bisschen Smalltalk können. Und dann bin ich ins kalte Wasser gerührt worden und habe dann sehr geschwind Burmesisch gelernt, dass ich die Einzelgespräche übersetzen, die Vorträge übersetzen. Und ich bin dann quasi so zur Managerin geworden für die ausländischen Meditierenden, die gekommen sind. Also so, ich könnte sagen, Mädchen für alles. Von Zimmer vorbereiten und zusammenführen und erklären und eben dann auch übersetzen natürlich und zum Doktor gehen, wenn sie Durchfall hatten und so Sachen. Und es hat dann sehr geschwind recht viele Ausländer gehabt, die gekommen sind. Und da bin ich sehr, also von morgen früh bis zum Abend spät eigentlich beschäftigt gewesen, mich um die Ausländer zu kümmern. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen hadern mit der Tatsache, dass ich so wenig Zeit habe für formale Praxis, wo ich einfach mal selber nur anhocken und meditieren. Ja, aber einfach, es hat gar nicht anders gegeben, als meine quasi Arbeit mit den ausländischen Meditierenden zu machen. Bis man dann irgendwann einmal das 20 runtergefallen ist und ich gemerkt habe, aha, ich kann ja einfach da mein Tun und Wirken und Machen als meine Praxis machen. Also ja, vollwertige Praxis, oder? Und das war so dann der Wendepunkt gewesen, wo ich dann halt einfach alles, was ich gemacht habe, oder? Wenn ich ein Zimmer vorbereitet habe und mal alles angeputzt habe, dann war das meine Meditation gewesen, oder? Beschwerden von den Ausländern, die das Gefühl haben, das Zimmer sei nicht gut genug anzuhören und so. Also dann ist für viele Jahre
für mich so das, ja, meine Praxis gewesen. Ich habe dann in der heißen Jahreszeit, wenn fast keine Ausländer gekommen sind, weil da wird es irgendwie 35 bis 40 Grad, das ist dann die Zeit gewesen, wo ich für mich wieder intensiver meditiert habe. Das war dann vielleicht in 2 Monaten oder so. Aber dann der Rest des Jahres wieder im Wirken war meine Praxis gewesen. Und die Metta-Praxis, das heißt, der Ujjanaka hat schon immer auch Metta gelehrt. Und je länger, je mehr hat er mehr Metta-Praxis gelehrt. Er hat gesagt, eben, wie wichtig das ist und wie hilfreich. Und wenn er dann ins Ausland gegangen ist, zum Retreat zu leiten, er war ja zweimal im Meditationszentrum Beatenberg. Ich habe ihn hier begleitet, als Übersetzerin auch, für die nicht Englisch können. Dann hat er gemacht, wenn es ein 10-Tages-Retreat war, die ersten 3 Tage Metta-Meditation, eben als ein Teil von Sammlungsmeditation, dass die Leute mal ein bisschen runterfahren und der Geist gesammelter wird, aber eben auch die Eigenschaft von Wohlwollen und Freundlichkeit ein bisschen zu stärken. Und dann 7 Tage Vipassana. Und ich habe dann irgendwie auch für mich gemerkt, ja, dass das wahnsinnig wichtig ist, die Eigenschaft zu entfalten, zu stärken. Und habe dann einmal mit dem Sayadaw Ujjanaka 3 Wochen lang ganz intensiv nur Metta gemacht. Und dann die 4. Woche noch Vipassana. Und ja, die 3 Wochen intensives Metta haben mir dann eben auch gezeigt, was für eine machtvolle, wirkungsvolle Praxis das ist. Und das ist dann so quasi, ja, ich will dem auch Gewicht geben, also indem dass ich Metta-Kurs unterrichte oder das Metta in einen Vipassana-Kurs einflechten tue. Du hast vorher kurz erwähnt, ihr habt 3 Tage Metta gemacht und nachher 7 Tage Vipassana in diesem Kurs in Beatenberg. Metta hat eben wie 2 Funktionen. Oder? Einerseits kultiviert es das Wohlwollen gegenüber sich und allen anderen. Auf der anderen Seite steigert es auch die Sammlung oder Konzentration, die nachher dann da ist, wenn man anfängt Vipassana zu machen. Genau, also es sind wirklich die 2 Funktionen, die die Metta-Meditation haben kann. Und wie gesagt, in Burma im Zentrum, die burmesischen Yogis, Meditierenden, die haben ja viel gechantet, eben auch Metta-Chants. Und dann, eben ich mit meiner Neigung zum Singen oder um Musik, habe dann gefunden, ja, so Metta-Chants, das wird auch etwas hilfreich sein, vor allem auch da im Westen. Eben, dass es nicht so trocken ist, aber auch, weil das Chanten, das Rezitieren, das Singen, das wirkt ja auf einer anderen Ebene als nur jetzt bei der formalen Metta-Praxis, wo man die Sätze im Stillen sagt. Eben, das wirkt noch auf einer anderen Ebene, so mehr wirklich auf der Herzebene, nicht der intellektuellen Ebene, und das kann helfen, das Herz öffnen oder den Zugang zu dieser Freundlichkeit, zu dem Wohlwollen zu öffnen. Vielleicht nur noch ganz kurz, du hast diese Sätze erwähnt. Kannst du noch vielleicht ganz kurz sagen, was diese Sätze sind? Ja, im ganz allgemein kann man sagen, eben das Wohlwollen für alle Lebewesen mit einem Satz, mögen alle Lebewesen gesund, glücklich und zufrieden sein. Oder mögen alle Lebewesen sicher sein, frei von Gefahren. Das sind Sätze, die eben so ein Wohlwollen, so eine Freundlichkeit ausdrücken gegenüber allen Lebewesen. Und natürlich, man kann das auch für einzelne Personen, individuelle Lebewesen machen. Aber so schlussendlich sollte es dann eben alle Lebewesen umfassen. Mhm. Dann hast du im 99 angefangen, selber unterrichten. Also zuerst bist du Übersetzerin und schon gesagt, Mädchen für alles oder Frau für alles in dem Kloster. Und dann hast du selber angefangen zu unterrichten. Ich habe mal gehört, da bist du ein bisschen ins kalte Wasser fast geworfen worden. Du hast eine Anfrage gehabt und hast dann gefunden, doch, das mache ich. Wie ist das gegangen? Wie bist du zur
zur Lehrerin, zur Meditations- und Dhamma-Lehrerin geworden? Genau, eben, ich war hier im Waldzentrum, habe dort meine Arbeit gemacht, übersetzt und mich um die Ausländer gekümmert. Und ich hatte nie irgendwie das Bedürfnis oder das Ziel, ich werde mal Dhamma-Lehrerin, Meditationslehrerin. Aber dann ist eine Anfrage aus Australien von einer burmesischen Frau, die dort gelebt hat. Und sie wollte ein längeres Retreat machen. Und dann auf der Suche nach jemandem hat sie gehört von jemandem, dass es in Burma die Schweizer Nonnen gibt. Sie können sie mal anfragen. Und dann hat sie mich eben gefragt und ich habe dann gefunden, ja, aha, ich glaube, ich wäre schon fähig dazu. Aber gibt mir recht, mein Lehrer, der sagt, der Ujjanaka, quasi die Erlaubnis oder ermächtigt er mich. Und dann haben wir es erklärt und gesagt, dass die Einladung gekommen ist. Und dann hat er sofort gesagt, ja, gang, mach du das. Und das war so quasi, ja, wie die Erlaubnis, Ermächtigung, ja, du bist gut genug oder deine Praxis ist tief genug, du kannst das, du bist fähig dazu. Und so hat es angefangen und dann ist es einfach so Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen, dass dann die Leute gehört haben, aha, ja, sie gibt Kurse oder man kann sie anfragen. Und so hat sich dann das ergeben. Und wie war das in dieser Zeit gewesen? Du hast ja dann primär in Burma gelebt, hast aber Familie, also Eltern in der Schweiz gehabt. Ist das ein Hin- und Her-Pendeln gewesen? Hast du deine Kurse angefangen in der Schweiz und in Burma gegeben? Oder wie hat die Zeit dann ausgesehen? So, wie hat dein Leben damals ausgesehen? Ja, also anfänglich bin ich mehrheitlich in Burma gewesen. Eben bin vielleicht mal auf Australien, einen Monat, habe einen Kurs gemacht, wieder zurück auf Burma. Und dann eben, wo die Einladung vom Meditationszentrum Beatenberg gekommen ist, dann bin ich dann in die Schweiz gekommen. Und weil in der Schweiz ich ja keine Basis mehr hatte, in dem Sinn, so bin ich bei den Eltern gewesen, da in Winterthur. Eben, wenn ich angekommen bin, mal zum Jetlag überwinden und einfach mal auch meine Eltern, mit den Eltern sein und Freundinnen, Freunde besuchen und so. Und dann ins Meditationszentrum gehen, den Kurs geben, wieder zurück zu den Eltern und dann vielleicht noch auf Deutschland einen Kurs geben und wieder zurück zu den Eltern und dann irgendwann wieder zurück auf Burma. Eben anfänglich sind es nicht so lange Zeiten gewesen. Und eben vom Jahr 2000 an ist das quasi, dann bin ich jedes Jahr in die Schweiz auf Europa gekommen, um Kurs zu geben. Das heisst, ich hatte jedes Jahr Zeit gehabt, meine Eltern zu sehen und zu besuchen und Freundinnen, Freunde und so. Und ja, so im Kontakt mit ihnen. Das war wichtig und das war gut gewesen. Aber eben dann mit den Jahren, mit mehr Einladungen, dann ist es dann irgendwie mal 3 Monate gewesen, dass ich da in Europa war. Wieder zurück auf Burma 3 Monate und dann auf Australien und Malaysia auch wieder vielleicht 2, 3 Monate oder, und dann zurück auf Burma. Und am Schluss ist es dann so gewesen, dass ich eigentlich nur noch etwa 3 Monate pro Jahr in Burma war und die anderen 9 Monate bin ich am Umreisen und am Kurs geben. Und eine der Kolleginnen hat dann gefunden, «The Flying Nun». Das klingt auch ganz schön anstrengend, immer noch anders zu sein, immer wieder neue Umgebungen, neue Leute, nie eine feste Basis zu haben. Du hast dann 2013 hast du da oben abgeleitet und dann muss man vielleicht sagen, das ist in der buddhistischen Tradition nichts verwerflich, sondern das ist noch gang und gäbe, dass man sagt, jetzt ist genug, jetzt tritt ich wieder ins Laienleben ein. Also nicht gerade so wie der christlichen Tradition, also der Eintritt ins Kloster eigentlich etwas sehr Definitives ist in den meisten Fällen. Und trotzdem hört man von vielen Ordinierten, wenn sie wieder zurückkehren ins Laienleben, dass es nicht einfach ist. Was hat dich dazu bewogen, da oben abzulegen und wie war die Zeit für dich? Wie du sagst, eben vor allem in Burma, eben mit dieser temporären Ordination, das machen ja dort die Leute, weißt, ja, ist ganz gang und gäbe. Da geht man 2 Wochen ins Kloster, ist Nonnen oder Mönch und nachher geht man zurück zu der Familie. Und das ist eher,
ja, da ist man angesehen dafür, dass man das gemacht hat. Also überhaupt nicht verwerflich oder dass man findet, also wieso hat jetzt die Proben abgeleitet und so, gar nicht. Bei mir ist es dann so gewesen, dass einerseits meine eigene Gesundheit, also ich hatte schwarzen Hautkrebs 2006 und 2011 hat man dann eine Metastase festgestellt im Unterschenkelknochen. Das hat dann zur Amputation vom Bein geführt, vom Unterschenkel. Also das heisst, Ende 2011, 2012 bin ich da in der Schweiz gewesen, oder? Für die Amputation und dann mit Prothesen anpassen und alles. Das heisst, und dann Physiotherapie, um wieder laufen zu lernen. Das heisst, ich bin eigentlich bei den Eltern gewesen, da in Winterthur. Und ja, die sind dann eben auch ein bisschen älter gewesen, oder? Und dann ist zuerst meine Mutter krank geworden, hat Krebs gehabt und ist innerhalb von 7 Monaten gestorben. Und ich bin mehr oder weniger bei ihnen gewesen, konnte sie unterstützen. Und gleichzeitig, eben weil ich bei den Eltern war, musste ich feststellen, dass mein Vater dement wird oder Alzheimer. Meine Mutter hat das nicht so wahrhaben. Sie hat einfach das Gefühl gehabt, wenn sie ihm gesagt hat, weisst, gang im Mikro Brot, Milch und Butter holen und er nur mit Brot und Milch zurückgekommen ist, hat er doch gesagt, na Butter. Nein, hast du nicht gesagt. Doch, ich habe das gesagt. Nein. Weißt, dann haben sie so ein bisschen angefangen zu kehren. Und ja, ich habe es dann gehört und dann musste ich dann sagen, du Mama, ich glaube, weißt, er macht das nicht extra. Ich glaube, eben, vielleicht ist er dement oder Alzheimer. Ich glaube, wir sollten das am besten mal abklären. Und dann, ja, sind wir es abklären lassen und dann war es eben Alzheimer-Diagnose gewesen. Und für mich in diesen Jahren in Burma ist es dann klar geworden, dass wenn meine Eltern mal eben alt, krank, pflegebedürftig, unterstützungsbedürftig werden, dass ich das gerne machen will. Weil in Burma habe ich gesehen, dass sich das Kümmern um die Eltern ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und gut, auch notwendig, weil es fast kein Alters- und Pflegeheim gibt, oder? So ist es einfach die Familie, also Söhne und Töchter, die sich dann um die Eltern der kranken Eltern kümmern. Und eben, das zu sehen, habe ich gefunden, ja, das will ich auch machen. Nicht einfach die Eltern in ein Pflegeheim oder ein Altersheim stecken, oder? Und die schauen dann schon, damit ich mein Leben kann so weitermachen wie bis anhin. Einfach, wenn ich in der Lage bin, das zu machen. Und eben so dann mit der Krankheit von der Mutter und dem Tod von der Mutter, dann war es klar für mich, dass ich dann meinem Vater schaue. Ich habe dann meiner Mutter noch gesagt, weißt, musst du dir keine Sorgen machen, ich schaue dem Papi schon gut. Und das hat sie dann wirklich so gut können nehmen und entspannt sterben. Und so sind dann die nächsten 5 Jahre ist eigentlich meine Hauptpraxis gewesen, meinem Vater zu schauen. Also auch da wieder so eine Alltagspraxis, weißt? Nicht auf dem Küssi oder in einem Meditationszentrum, sondern wirklich der Alltag mit dem Vater, der immer mehr abgegeben hat, oder? Gut, ich muss sagen, wir haben zwischendrin eine Frau angestellt, eine Betreuerin, die mein Vater war, damit ich Meditationskurs geben konnte. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann habe ich wieder geschaut. Also, und die 5 Jahre war ein intensives Retreat, wo ich so viel auch wieder gelernt habe und erkannt habe in meinem Geist, in meinen Reaktionen. Das Entfalten von Empathie oder Wohlwollen und Mitgefühl. Ja, bis dann der Vater vor 3 Jahren gestorben ist. Und um deinem Vater zu schauen, hast du da oben müssen ablegen oder hat es einfach gewisse praktische Gründe gegeben, die nachher dafür gesprochen haben, dass du nicht mehr als Nonne ordiniert bist? Genau, das war die Ausgangsfrage. Also es sind praktische Gründe, dass ich da oben abgelegt habe. Also eines Teils eben ausgelöst durch meine Amputation.
Weil die Chancen, dass ich nicht mehr so lange lebe, sind sehr gross gewesen. Und dann habe ich einfach mir überlegt, was will ich noch in dieser verbleibenden Zeit? 1, 2 Jahre vielleicht. Was ist mir wichtig? Also dann hat es ganz eine tiefe Auseinandersetzung gegeben mit dem, oder? Was ist mir wichtig, was will ich noch, was für eine äußere Form ist am hilfreichsten für meine Praxis. Das ist der eine Aspekt gewesen. Und der andere Aspekt eben dann am Vater schauen, da in der Schweiz leben, mit ihm posten, spazieren, einen Ausflug machen. Dann war eben der erste Aspekt, dass ich irgendwie gemerkt habe, ja, die hilfreichste Form für meine Praxis weiterzuführen, zu vertiefen, ist Droben ablegen und eben auch mit meinem Vater zu sein, ist es einfach, ja, dann läuft man nicht mit einer so komisch aussehenden Frau rumlaufen. Dann hat er ja, eine normal aussehende Frau, die mit ihm rumläuft, eine Tochter, oder, die ja, nicht so auffällt. Und für meinen Vater bin ich natürlich, und die Mutter auch, bin immer die Brigitte gewesen. Also auch als ich dann eben zurückgekommen bin und gesagt habe, ich bin jetzt Daria Gnani, sie haben mich immer Brigitte genannt. Ja, so sind es eigentlich so die beiden Aspekte, die dann zum Entschluss geführt haben, die Roben abzulegen. Die Roben ablegen kann schwierig sein für westliche Nonnen und Mönche, ja. Für mich war es nicht schwierig, weil ich ja nicht quasi zurück in ein Arbeitsleben gehen, um mein Leben zu verdienen. Also ich musste nicht einen Lohn haben, dass ich mich finanzieren kann. Mit den Brüdern haben wir abgemacht, wenn ich mich um den Vater kümmere, habe ich quasi Kost und Logis daheim, oder? Und wie gesagt, ich habe zwischendrin einen Meditationskurs gegeben, gewisse Spenden dann gehabt. Ja, und jetzt, wo der Vater gestorben ist und ich wieder mehr Kurs gebe, ich habe einfach immer darauf vertraut, dass es genug Spenden gibt, damit ich für mich ein gutes Leben leben kann. Vielleicht können wir da ja eine kurze Klammer auftun. Du lebst quasi nach traditioneller buddhistischer Ausrichtung, also auf Spendenbasis. Also wenn du einen Kurs gibst, dann steht am Schluss des Kurses dort eine Schachtel mit einem Schlitz drin und jede und jeder kann dort so viel rein tun, wie er kann und will. Und du nimmst, was man dir gibt. Du hast keinen fixen Tarif. Du wirst auch eingeladen und gehst, wenn du eingeladen wirst, nehme ich an. Also du gehst nicht sagen, kann ich da noch, kann ich dort noch. Das ist sehr speziell für den Westen. Das ist sehr speziell und eben Leute, die nicht so in der buddhistischen Szene drin sind, fragen dann, ja, geht das? Kann man da überleben? Und ich muss sagen, ja, es geht. Ich meine, eben in diesen 21 Jahren als Nonne ein einfaches Leben gelebt und ja, ich habe keine grossen Ansprüche, oder? Aber ich habe genug, ich kann ja, zu essen, kann mich anlegen, kann einmal einen Ausflug in die Berge machen. Also, und das langt mir. Und ja, einfache Wohnsituation, wo ich nicht viel muss zahlen dafür. Es geht. Also eben, Leute, es ist schwierig, sich das vorstellen, dass so etwas funktioniert. Aber eben, es funktioniert. Man muss natürlich auch ein bisschen Vertrauen haben, ja, dass es funktioniert. Wenn wir die Klammer wieder zutun und nochmal zurückgehen auf, du hast gesagt, wo du die Diagnose hast mit schwarzem Hautkrebs und dann Metastasen im Knochen, da hast du eine Aussicht gehabt von noch vielleicht 1 oder 2 Jahren Leben. Kannst du noch etwas sagen? Wie hat die Praxis, die du vorher so lange kultiviert hast, wie ist die gewesen, wo nachher so ein gravierendes Ereignis eingetreten ist? Hat dich das getragen? Ist das da gewesen? In welcher Art? Oder was sind da die Herausforderungen gewesen, trotz dieser tiefen Praxis, die du gehabt hast?
Also ich kann gerade sagen, dass ich bin einfach so Gott froh war oder so, Buddha sei Dank, habe ich vorher schon so viel, so intensiv praktiziert gehabt, dass wirklich meine Praxis mein prägender Grund war, als ich mit der Diagnose von schwarzem Hodenkrebs konfrontiert worden bin im 2006. Und ich weiß noch ganz klar, wo dann eben, wenn ich gehört habe, die Diagnose, dann war so die Reaktion gewesen, aha, ja, jetzt hat der Körper Krebs. Aha, ja, jetzt sind die Lebenserwartung ist nicht mehr so groß. Eben schon bei der ersten Diagnose war es nicht sehr rosig, weil es sehr tief war. Ja, und ich denke, eben, einfach allgemein die Praxis. Aber ich habe vorne mal 3 Wochen lang Maranasati gemacht. Das ist Betrachtung über den Tod. Also es ist so eine Reflexion, die man auch praktizieren kann. Vom Morgen früh bis zum Abend spät macht man so Gedanken über den Tod. Dass es sicher ist, dass man wird sterben. Es ist unsicher, wann man wird sterben oder wie lange man noch zu leben hat und an was dass man wird sterben und so weiter. Es wird mit der Praxis gemacht, mit das Wiederholen so von Sätzen und einfach so das in sich hineinsinken lassen, damit wirklich vertraut werden, dass es einfach ganz klar ist, sonnenklar, ich werde sterben. Und wie gesagt, ich habe das 3 Wochen lang gemacht und schon da, als ich das gemacht habe, musste ich sagen, es ist irgendwie so wie eine unsichtbare, nicht spürbare Bürde gewesen, wo man von der Schulter runtergefallen ist. Weil eben der Tod ist irgendwo im Hintergrund noch so als etwas, wo einem doch noch, ja, wo noch Angst da ist oder Unsicherheit. Aber dann so ganz klar gesehen, ja, ich werde sterben. Ist so klar. Alle anderen werden auch sterben, ich bin nicht die Einzige. Ja, hat so eine Leichtigkeit, so eine Freiheit gebracht. Und dann darum, als ich die Diagnose hatte, war okay, ja, jetzt werde ich halt ein bisschen früher sterben, als dass ich mal angenommen habe. Aber keine Angst und kein Hadern? Kein Hadern. Also ich konnte dann sagen, ach, ich bin so froh, habe ich so viel Gutes gemacht in meinem Leben. Also habe ich zu selber Zeit schon so viele Jahre meditiert, bin Nonne gewesen, früher noch, eben bin auch in der Pfadi und habe mich sonst sozial eingesetzt, habe gutes Zeug gemacht. Also ja, einfach dankbar gewesen, dass ich eigentlich so ein gutes Leben gelebt habe und so also einiges Gutes bewirkt habe. Und darum gehadert, nein, nie. Und Angst auch nicht. Und dann mit der Diagnose von der Metastase ist nochmal so ein Ding gewesen, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen grösser, dass ich bald wird sterben. Aber so ist es halt, okay. Und zwischen eben sind ja 5 Jahre gewesen, bis ich die Metastase hatte. Also da konnte ich schon wieder viel Gutes machen und weiter praktizieren. Und dann war einfach ja, jetzt die restliche Zeit, die mir noch zur Verfügung steht, mich am Dhamma widmen, selber praktizieren, das teilen, mich in diesen Projekten in Burma und in Ladakh, in den Himalaya engagieren, so gut ich kann, solange ich kann. Und wenn es dann mal fertig ist, ist es fertig und ich bin ja nicht so wichtig. Also es gibt andere Leute, die meinen Platz einnehmen und so. Und wie hat dein Umfeld auf das reagiert? Das Umfeld war fast schockierter als ich selber. Und vor allem mit der Amputation. Also für meine Eltern, für meine Mutter war es sehr schwierig, dass ich mir da das Bein amputieren lasse. Weil der Arzt hat eigentlich nicht die Amputation vorgeschlagen, sondern eine Immuntherapie. Aber ich habe dann selber noch 2, 3 Meinungen eingeholt und recherchiert. Und dann war einfach klar, der Tumor aus dem Körper rausnehmen ist das Beste. Die Entscheidung, quasi, die ich dann getroffen habe, Amputation, für die Mutter war es schwierig. Der Vater hat sich nicht so geäussert. Ja, und mein Umfeld, ich meine, viele von meinen Freundinnen, Freunden sind ja auch irgendwie
haben meditiert oder so. Und da war eigentlich recht viel Verständnis und Unterstützung auch. Also das hat mich dann sehr unterstützt. Wie viel eben moralische Unterstützung, das Akzeptieren von dem ich erfahren habe. Und dann, wo es also durch ist es ja noch lange nicht, man weiß ja dann noch recht lange nicht, hat das jetzt genug genützt, die Amputation. Und dann hast du dich um deinen Vater, also dann hast du zuerst die Mutter quasi begleitet und dann die angefangen um den Vater zu kümmern. Und Demenzerkrankungen sind ja auch etwas, was für die Angehörigen häufig eine sehr grosse Herausforderung sind, im Sinne von einer Person, die man lange kennt hat, fängt sich an zu verändern, verliert Persönlichkeitsmerkmale, die sie vorher ausgezeichnet haben. Andere werden vielleicht dominanter, die vorher nicht so dominant waren. Braucht auch häufig sehr viel Geduld, sehr viel Rücksichtsnahme, sich selber zurücknehmen, Akzeptanz. Also das ist dann so eigentlich nahtlos bei dir übergegangen ins Nächste. Wie war das gewesen? Wie hat dort die Praxis geholfen? Ja, eben die Praxis war auch wieder das Tragende gewesen, weil ja die Veränderungen gesehen bei meinem Vater, eben, dass er sich nicht mehr so erinnert hat oder das Gleiche x-mal wieder gesagt hat. Ja, es war einfach die Tatsache gewesen, weißt? Und ich habe dann einfach versucht, ja, das akzeptieren, feststellen, so ist es, oder? Und eben, eine grosse Praxis war dann die Geduld. Weißt du, wenn er irgendwie etwas gesagt hat, habe ich jetzt heute schon zu Mittag gegessen gehabt? Zum sagen, ja, du, wir haben schon gegessen gehabt. Nach 5 Minuten sagt er schon wieder, habe ich heute schon zu Mittag gegessen gehabt? Versuchen, weißt du, dass wir so zu nehmen, als würde er das erste Mal sagen. Ja, wir haben heute schon zu Mittag gehabt. Und wenn er 5 Minuten später wiederkommt, weißt du nicht so, jetzt hat er schon 2-mal gesagt, oder? Also so das, die Präsenz, weißt, es ist immer wieder frisch, es ist immer wieder neu. Also so mit meinem Vater umzugehen. Oder dann eben, ja, wo seine Fähigkeiten kognitiv, auch körperlich abgegeben haben. Okay, so ist es. Aber immer versuchen, wirklich da sein für ihn, präsent. Weil ganz am Schluss, wo er dann auch den Namen nicht mehr gewusst hat, also für mich war irgendwie so eine Herz-zu-Herz-Verbindung immer da gewesen. Er hat gewusst, wer die Person ist, auch wenn er meinen Namen nicht mehr können sagen oder können sagen, das ist die Tochter. Ja, und wie gesagt, eben, es war schon eine herausfordernde Zeit gewesen, aber eben auch eine reiche, lehrreiche Zeit. Wenn man so langsam Richtung Abschluss vom Gespräch steuert, dann würde mich noch wundern, du bist jetzt als Meditations- und Dhamma-Lehrerin, also Lehrerin für die buddhistische Lehre, unterwegs und tätig. Was ist dein Angebot und wo unterrichtest du und auf was leistest du heute Wert bei dem, was du vermittelst? Also meine Wirkungsfelder sind zum einen in Burma, wo wir ja jedes Jahr im Januar, Februar Metta-Retreats anbieten, wo ich dann zusammen mit der Aya Viranyani, meiner amerikanischen Nonnenfreundin, und dem Sayadaw Indaka, mein zweiter burmesischer Lehrer, da hat mich das dritte unterrichtet, 2x2 Wochen. Also wirklich eines von diesen Angeboten von Metta-Praxis über längere Zeit, wo es nicht so viel gibt auf der ganzen Welt. Also eben das und dann Kurs da im Westen ist dann vor allem Schweiz, Deutschland, Frankreich, zum Teil USA, das Jahr das erste Jahr in Uruguay und Australien, Malaysia zum Teil auch. Also das sind so die Orte, wo ich hingegangen jetzt. Ich bin auch noch in anderen Ländern gewesen, aber das ist dann nicht so etwas Regelmäßiges geworden. Und was ich unterrichte ist Vipassana-Meditationskurs, Einsichtsmeditationskurs. Wie gesagt,
dort mache ich immer mindestens also 1 Stunde Metta-Meditation, liebevolle Güte. Aber jetzt mit diesen Metta-Kursen, die wir in Burma seit 7 Jahren anbieten, ist auch das Bedürfnis da eben im Westen grösser nach längeren Metta-Kursen. Und darum jetzt in den letzten paar Jahren angefangen, da auch eben da quasi nur Metta-Meditationskurse anbieten, die dann 5 Tage, 7 Tage sind. Und dann individuelle Begleitung von Meditierenden, die ich mache in verschiedene Meditationsgruppen, wo ich gehe, zu Winterthur, zu Zürich, einmal im Jahr auf Bern, den Abend gestalten mit einem Vortrag, geführte Meditation. Und dann eben die Projekte, soziale Projekte in Burma und im Himalaya, also im indischen Himalaya in Ladakh. Wir haben jetzt viel über Burma und deine Zeit in Burma geredet. Wir haben nie über die momentane Situation in Burma geredet. Und ich habe es extra nicht als Schwerpunkt von diesem Podcast irgendwie bringen, weil es da um dich und deine Praxis soll gehen. Aber vielleicht, wenn wir doch noch kurz sagen, ich nehme an, die Retreats, die 7 Jahre stattgefunden haben, im Moment können die nicht stattfinden. Es hat ja einen Militärputsch gegeben vor 1,5 Jahren in Burma. Wenn jetzt jemand helfen will, man hört ja nicht sehr viel in den Medien, es ist irgendwie verdrängt worden durch Konflikte, die näher liegen bei uns. Was kann man machen, wie kann man helfen? Ja, also eben die Meditationskurse in Burma oder allgemein, dass die Leute auf Burma gehen, meditieren in einem Zentrum. Das ist nicht mehr möglich seit dem Ausbruch von Covid, also Anfangs 2020, oder? Einerseits ist eben wegen Covid das nicht mehr gegangen ist, andererseits wegen dem Militärputsch vor 1,5 Jahren. Und im Moment ist die Situation nicht gut. Wie du sagst, man hört nicht so viel. Es ist noch schwierig, wirklich Informationen zu bekommen. Durch meine burmesische Freundin, die in Rangoon lebt, von ihr weiss ich, dass es jetzt in der Stadt Rangoon relativ unproblematisch ist. Dort ist das Leben so quasi wieder zurück zur Normalität. Also Covid ist immer noch rum. Sie geht nur mit Masken raus zum Beispiel, sagt aber viele Leute laufen ohne Masken raus. Also, es muss sehr viel laufen im Untergrund, also Opposition gegen das Militär, gegen die Diktatur. Wobei aber eben das Militär dann auch wieder ganz brutal zurückschlägt, vor allem in den Grenzgebieten, so mit den ethnischen Minderheiten, wo dann einfach willkürlich Bomben abgelassen werden auf Dörfer anzünden, einfach weil es mit dem Vorwand dann sagen, dort hätten sich Rebellen befunden oder wo wollen das Militär angreifen und so. Es ist eher schwierig, eben wirklich detaillierte Informationen zu bekommen, was so läuft und geht. Natürlich ist das, das hat mich wahnsinnig betroffen gemacht, vor allem eben, wo dann das Militär geputscht hat und mit der Brutalität, wo es dann vorgegangen sind gegen die Demonstranten und so, also einfach ganz grauenhaft. Und eben weil meine zweite Heimat ist eigentlich Burma und zu wissen, ja, wie brutal das Militär gegen die Leute vorgegangen ist, es war manchmal fast unerträglich gewesen. Aber eben nur in Depression oder Niedergeschlagenheit versinken hilft ja auch nicht. Und mit unseren Projekten, die wir haben in Burma, wo wir bis Anfang 2020 jedes Jahr selber eben zu Burma sind und dann verteilt haben die Spenden an Nonnenklöster und Ärztehäuser und was auch immer gerade angestanden war. Glücklicherweise haben wir Wege und Mittel gefunden, das Geld doch noch auf Burma hineinzuschliessen, über Beziehungen. Und dass wir so doch haben können weiterhin
vor allem Nonnenklöster unterstützen, weil die kommen ein bisschen weniger Unterstützung als Mönchsklöster über. Und gerade eben mit dem Covid, wo es dann auch nicht mehr so haben können, auf Almosenrunde gehen oder die Leute nicht mehr ins Kloster gekommen sind zum Spenden bringen, ist die Situation ja noch schwieriger geworden für die Nonnen und auch Klosterschulen von Nonnen geleitet, die wir unterstützen. Aber eben da haben wir können, quasi das Hintertürchen können Spenden auf Burma schicken und die verteilen lassen. Was für die einen grossen Unterschied macht, einfach das so, die Unterstützung zu bekommen. Also ein Weg, wie man helfen kann, ist deine Organisation unterstützen und das fließt dann durch die Kanäle wirklich auf Burma. Genau. Und es ist jetzt so, dass ich im nächsten Januar wirklich auf Burma reisen werde. Weil es ist jetzt möglich, sogar wieder Meditationsvisum überzukommen. Und so werde ich und Daya Viranyani im Januar auf Burma gehen. Wir sind uns der Gefahren quasi bewusst, der unstabilen Situation. Aber wir sind ja nicht in dem Sinne Touristen, die dann im Land umreisen und uns einfach so auf der Straße bewegen, sondern wir sind ja dann hauptsächlich im Kloster, im Meditationszentrum. Und müssen dann schauen, wie die Situation ist. Die Nonnen, die wir unterstützen, die können dann zu uns kommen, wir die Spenden dort übergeben und so. Also von dem her sind wir sehr froh, dass wir jetzt das Feisterli haben, dass wir gehen können. Also es sieht so aus, als können wir gehen. Drück dir die Daumen. Danke. Zum Schluss vielleicht 2 Fragen. Und zwar die eine ist, nach so langer Praxis, wenn du im 92 angefangen hast, das ist jetzt gerade etwa das 30-jährige Praxisjubiläum, du hast vorher schon im 92 schon ordiniert, aber du hast ja vorher schon eigentlich angefangen zu praktizieren. Also mehr als 3 Jahrzehnte Praxis. Was würdest du sagen, was sind so die 3 oder 5 wichtigsten Erkenntnisse oder Tipps, die du da mitgenommen hast? Zum einen, wie gesagt, da, wo ich auf Burma bin und mir gesagt habe, für die 3 Monate versuche ich jetzt einfach mal völlig einzutauchen in die Praxis und alles andere mal wirklich auf der Seite lassen. So eine hingebungsvolle Praxis, dass das wirklich wichtig ist. Und das heisst dann natürlich auch eben Schweigen einhalten und dazu hat es noch keine Handys und Internet und so Zeug gegeben. Also eben auch nicht online gehen, auch nicht Messages schauen und so, sondern wirklich mal nichts anderes machen als meditieren. Also so eine hingebungsvolle Praxis, wo ich einfach gemerkt habe, das ist so wichtig, um wirklich mal eben einzutauchen, tiefer gehen und so wenig wie möglich äußere Ablenkung zu haben oder Sinneseindrücke. Das andere ist, dass das eine formale, intensive Praxis nicht langt. Es ist wichtig, aber es muss ausbalanciert werden mit der Integration von was immer für Einsichten dass man hat oder Verständnis vom Dhamma. Also die Integration ins tägliche Leben. Also so die informale Praxis, dass man versucht, das, was man trainiert und kultiviert und gestärkt hat, eben Achtsamkeit und liebevolle Güte und Geduld und Klarheit, dass man das dann auch im täglichen Leben anwenden tut und umsetzen tut. Also so eine informale Praxis. Plus zu sehen, dass eben zum Beispiel auch so Faktoren vom edlen Pfad, rechte Handlung, rechte Rede, rechter Lebenserwerb auch wichtige Teile sind von der Praxis. Also dass Praxis eben nicht nur aus intensiver Meditationspraxis besteht, sondern es ist viel weiter. Eben ethisches Verhalten in der Welt oder Großzügigkeit und Geduld, was als die Vollkommenheit, der Paramis, umschrieben wird, dass das genauso wichtig ist. Also zu verstehen, beide Aspekte sind wichtig, die unterstützen und ergänzen sich. Und erst das macht es quasi so eine abgerundete Praxis.
Und eben so das Integrieren ins alltägliche Leben ist etwas, was immer mehr und mehr und mir wichtig wird, das zu vermitteln den Leuten. Und dann ein dritter Punkt, würde ich sagen, Kalyana Mittas, also spirituelle Freunde. Zum einen als Lehrerinnen, Lehrer, die einen begleiten in der Praxis, den Weg weisen. Und zum anderen gleichgesinnte Menschen, die sich auch dieser Herzens- und Geistesschulung widmen, wo man Unterstützung, Inspiration kriegt. Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, wow, da möchte ich tiefer eintauchen, gibt es irgendwelche Tipps, also nebst Retreats natürlich, die man bei dir oder auch bei anderen machen kann, Bücher, Websites, andere Podcasts, gibt es irgendetwas, wo du sagen, ja, das ist gut, um ein bisschen tiefer eintauchen oder sich informieren? Ja, also ich bin nicht jemand, der sich so auf Websites und Podcasts herumtummelt. Da weiss ich nicht so viel. Also einfach eine Website, ja, die hilfreich ist dharmaseed.org. Da gibt es jenste Vorträge von jensten Meditationslehrer, Lehrerinnen. Also das ist eine Fundgrube. Für mich eine wichtige Webseite ist suttacentral.net. Das sind Lehrreden vom Buddha, die man dort online findet. Und zwar immer in englischer Übersetzung, manchmal 2, 3, 4 verschiedene englische Übersetzungen und eben auch in Pali, in Burmesisch und dann viele andere Sprachen, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Vietnamesisch, was auch immer. Also für mich ist das einfach so eine Fundgrube, wenn ich in die Lehrreden gehen und einen Text haben dann für einen Vortrag, auch zum Vergleichen, oder wie übersetzen das verschiedene Leute. Das an Webseiten, eben Podcaster kann ich nichts sagen. An Büchern, in all diesen Jahrzehnten, die ich praktiziert habe, ich habe ja sehr viele Bücher gelesen. Aber irgendwie ist immer so, in jeder Phase sind wieder andere Bücher wichtig gewesen, oder hilfreich oder unterstützend. Aber so über die ganze Zeit gesehen, was ich immer wieder lese und was mich immer wieder eben unterstützt und inspiriert haben, sind Biografien über Menschen, Männer, Frauen, die praktiziert haben und gewisse tiefe Befreiungszustände erreicht haben. Also das Leben von der Dipa Ma, von dieser Frau aus Bengalen. Oder Jetsun Tenzin Palmo, die englische Nonne, die in der tibetischen Tradition. Oder dann die Lebensbeschreibung oder die Biografien von den thailändischen Mönchen Ajahn Mun, Ajahn Chah, Ajahn Mahabhova. So. Letzte habe ich gerade «Der erleuchtete Vagabund» über das Leben von Patrul Rinpoche, markante Figur in der tibetisch-buddhistischen Tradition, eben, wo in einem Vagabund rumgelaufen ist. Witzig, unterhaltend, tiefsinnig, einsichtsfördernd. Aria, dann danke ich ganz herzlich für deine Grosszügigkeit, für das Gespräch. Herzlichen Dank. Danke dir, Lukas. Das war «Meditationsszene Schweiz», ein Podcast von Lukas Wittmer. Es würde mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder auf der Podcast-Plattform eine Bewertung hinterlässt. Und schau doch einmal auf meditationsszene.ch vorbei. Meine Website nimmt langsam Form an. Es hat dort auch Buchtipps und Tipps für Apps und Hintergrundinformationen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.